Also, ich habe mich hier aufs Klo gesetzt, um nicht gleich zu kotzen, denn heute will ich einen Beitrag abgeben zur Rede unserer gottgleichen Kanzlette gestern im Fernsehen, den ich nicht angeguckt habe. Ich habe mir ausschließlich den Wortlaut angeguckt, den Text in Blockpresse, in PI News habe ich es abgedruckt. Auch nur bruchstückweise, da ich gerade in der Lasagne gegessen habe, sie nicht gleich wieder auskotzen wollte. Unfassbar! Unsere Gottgleiche bemüht schon Schicksalswörter wie Adolf in der Endphase. Und das Beste ist, die ganze Scheiße hat sie angerührt. Man darf nicht vergessen, noch vor 5, 6 Tagen hat sie mit der schwulen Zaunlücke getönt, dass Grenzschließungen vollkommen unangemessen wären. Und jetzt setzt sie sich an die Spätze und ist die große Retterin. Ich meine, den Trick hat sie schon öfter angewendet. Es geht hier um Tun und Tun als ob, aber es ist immer wieder zum Abkotzen. Tim Kleiner hat eine wunderbare Analyse des Vortrags dieser Kanzlette gegeben, unbedingt angucken in YouTube. Was gibt es noch zu sagen? Ach ja, die Querschießerei einiger Westbezirke, also AfD Hamburg und AfD NRW, ist mal wieder, die U-Boote sind wieder los, gerade in dieser Zeit absolut daneben. Die Frage ist auch, was ist los in NRW? Die Zahlen dort der Infizierten explodieren, auch die Zahl der Toten. Der Laschet, unser Türken-Armin, also Armin Laschet, der so gerne Kanzlette Merkel beerben möchte, weigert sich ja nach wie vor, die Grenzen nach Holland und nach Belgien dicht zu machen. Auch dass Flüge kontrolliert werden, ist eine glatte Lüge. Es ist wieder festgestellt worden, dass Reisende aus dem Iran und aus China, den betroffenen Gebieten, ungehindert in unser Land einreisen können und nicht kontrolliert werden. Es ist sogar ein Arzt aus dem Iran dabei, der wird wahrscheinlich schon wieder im Krankenhaus wirken. Es ist unfassbar. Und Frau Merkel erzählt, dass sie jetzt die Nation erretten will und wir alle zusammenstehen müssen. Dieses und vieles mehr im nächsten Vortrag.